Servus, heute ist Sonntag, es ist noch nebliger als gestern, aber egal. Und gestern, es war leider keine Mittelaltermünze, also danke an die Kommentare, danke euch. Es ist ein Rechenpfennig aus Nürnberg, wahrscheinlich ein Apfelpfennig. Und ich danke euch für die super Analyse und danke, einfach mega. Der Acker, ich bin auf einer komplett anderen Ackerfläche, einer meiner Lieblingsackerflächen, und die ist zum größten Teil abgeerntet. Ich habe mit dem Landwirt vorgeredet. Es steht der Rosenkohl noch drauf, den zeige ich euch gleich mal. So, jetzt seht ihr es hier, so sieht Rosenkohl aus. Das ist doch geil, oder? Ich liebe Rosenkohl und viele von euch, also ich habe vorher auch nicht gewusst, wie der eigentlich aussieht. Hier wächst Rosenkohl. Der ist noch nicht da. Das dauert noch ein bisschen. Genau, und da drüben seht ihr schon, das ist alles hier eine recht matschige Angelegenheit, wie ich glaube. Müssen wir mal gucken, also es ist hier am Rande rum recht matschig. Und ich bin mit dem Garrett Apex wieder unterwegs, mit dem NX5 Digger Spaten und der AT Pro Pointer Möhre, die ich freundlicherweise alle von DTI zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und da würde ich sagen, hier sieht es mega matschig aus. Ich gehe jetzt mal mehr rüber, wo es so grün ist. Und dann hoffe ich, dass wir heute tolle Sachen finden. Also wünschen mir gut Fund und los geht's. So, damit ihr eine Vorstellung habt, wie das Ganze aussieht, ihr seht, hier wurde Kohl angepflanzt, ist alles abgeerntet. Wie gesagt, ich habe mit dem Landwirt vorgeredet. Das liegen ja noch, so sieht das gewünschte Endprodukt dann aus. Ein super Kohl, wurde nicht abgeerntet, warum auch immer, wahrscheinlich war es zu klein für die Maschinen, die das Ganze irgendwie schnappen. Und das wird lustig. Also ihr seht eine bunte Fläche, aber ich freue mich drauf, weil das ist eine meiner Lieblingsackerflächen. Ich darf drauf gehen, wird glaube ich ein bisschen exotisch werden mit dem ganzen Grünzeug da oben drauf, aber schauen wir mal, wie der Apex sich hier schlagen wird, und ich bin mal gespannt, wie matschig die Fundausbeute wird. Also, los geht's. So, ich bin jetzt mal zum Rotkraut drüber, drüben ist extrem matschig, und hier habe ich auch den ersten Fund schon gemacht. Ich habe es noch nicht angeschaut, das kam hier aus diesem Loch heraus. Hier ist etwas in dem Matschklumpen drin. Schauen wir mal zusammen, was das ist. Es ist auf alle Fälle keine Münze, sieht nach einem Stück Patrone aus. Gut, normalerweise filme ich das nicht, aber das war jetzt das erste Signal. Und ausnahmsweise habe ich das jetzt mit aufgenommen. Cool, super, weiter geht's. Das ist echt eine barzige Angelegenheit, aber ohne Fleiß kein Preis. Und ich meine, dass ich hier gerade die erste Münze gefunden habe, in dem Loch, was ich hier ausgehoben habe. Schauen wir mal. Ah, das sieht nach einem Rentenpfennig aus. Schön golden. Schauen wir mal zusammen. Und, oh nee. Ach Schmarrn. Ist das eine Goldmünze? Na. Es ist auf alle Fälle aus dem Dritten Reich mit Hakenkreuz. 5 Pfennig. 5 Reichspfennig. Prägestempel D. Aber in dem Zustand, das ist ja krass. Mal schauen, ob ich eine Jahreszahl lesen kann. 1900. Ah, ich werde sauber. 1900. Ich mach's mal hier scharf. Entweder 36 oder 38. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil der Zustand ist einfach wow. Also so noch nicht gefunden. Meistens nur die Zinkermünzen, und die ist in einem wahnsinnig guten Zustand. Man kann das Hakenkreuz noch richtig gut erkennen. Ja, der Wahnsinn. Ich muss mal kurz was nachschauen. Okay, wow. Ist natürlich kein Gold, aber ich war jetzt gerade so geflasht. Ich denke mal, das wird das gleiche Material sein wie bei den Rentenpfennigen dann später, die auch so golden rauskommen. Aber ich habe noch nie so eine gut erhaltene Münze aus dem Dritten Reich gefunden. Also, mega, geil. Haha, weiter geht's. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die Ackerfläche gewechselt, weil das war drüben so krass. Also die Büffeln, wo der Kohl draufsteht, die waren so eng beieinander, dass ich kaum da wirklich durchlaufen konnte, und das war einfach extrem
nervig. Es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde da versucht irgendwie zu sondeln, inklusive dem Matsch. Da gehe ich das nächste Mal hin, wenn das Feld geräumt ist und bearbeitet wurde. Und ich bin jetzt auf einer neu bearbeiteten Ackerfläche, wo ich auch schon lange nicht mehr war. Und da geht es jetzt weiter. Also, los geht's. So, und der erste Fund jetzt auf der anderen Ackerfläche, ich denke mal ein Miederhaken, lag hier nicht tief. Konnte ich mit dem Abraum, mit dem Stiefel wegbewegen und da lag es dann auch schon drin. Sehr schön, super, gefällt mir. Cool, weiter geht's. So, und der nächste Fund, ich habe ihn schon sauber gemacht, weil das war einfach jetzt nur gerade ein Erdklumpen. Keine Ahnung, was das ist auf alle Fälle an der Oberfläche in so eine Form gebracht worden. Ich denke, das könnte vielleicht das ist hier vielleicht von einer Kutsche oder irgendwas. Sieht auf alle Fälle toll aus. Also wie gesagt, ist hier oben in Form gebracht worden. Wenn jemand eine Idee hat, mir gerne schreiben, was er meint, was das sein könne. Sehr geil, oder? Super geil. Schöne Funde bis jetzt. Weiter geht's. So, auch ziemlich nah an der Oberfläche. Ich habe es schon sauber gemacht. Ich denke, das ist ein Bleisiegel. Machen wir mal scharf hier. Das sieht nach einer Bleiplombe, Bleisiegel, Bleiplombe aus. Cool. Das ist die erste, die ich mit einem Apex gefunden habe. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was da steht, wenn ich sauber gemacht habe. Cool. Weiter geht's. So Leute, es ist 17 Uhr. Es ist richtig finster. Die Kamera in meinem Handy, die ist sehr lichtstark, deswegen sieht es noch ein bisschen heller aus. Nebel, ihr seht es ja. Ich höre jetzt auf. Wir sehen uns dann gleich wieder zur Fundzusammenfassung. So, dann kommen wir mal zur Fundzusammenfassung. Und zwar fangen wir mal mit dem Reichspfennig an. Also das erste Mal, dass ich so eine so gut erhaltene Münze aus dem Dritten Reich finde. Unglaublich, sie ist von 1938. Holen wir uns mal die kurz mit der Lupe her. Kannst du euch die nochmal anschauen. Wahnsinn. Das erste Mal kein Zinker. Super gut erhalten. 5 Pfennig, 5 Reichspfennig, Prägestempel Delta. Super. So, dann die Bleiplombe. Da schauen wir mal, ob wir irgendwas drauf erkennen können. Ich schaue mal selber mit dem Auge. Das ist, glaube ich, einfacher. Nee, nicht wirklich. Irgendwas mit S, Anrufs. Egal. Eine schöne Bleiplombe, freut mich. Mit dem Apex die erste. Dann ein schöner Miederhaken, denke ich mal. Sieht so aus, ja. Versilbert sogar vielleicht. Sehr schön. Und dieses Teil, wie gesagt, das ist richtig schön. Geiles mit Material, ich denke mal Bronze. Und ihr seht selber, das ist so gebogen wie ein Edelstein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das mal an einem Stück Holz oder sowas festgemacht war, so als Zierdegegenstand. Aber für was? Keine Ahnung. Wenn jemand sowas schon mal gefunden hat, mir gerne in die Kommentare schreiben. Sieht auf alle Fälle super aus. Und ja, sehr schön. Und was habe ich noch gefunden? Natürlich auch Schrott, gehört mit dazu. Und die Patronenkugel, die habe ich schon entsorgt. Das hat mich wirklich gefoppt, das Teil hier. Da habe ich erst gedacht, Wunder weiß was. Und dabei ist es auch nur ein plattgewalzter Kronkorken, was auch immer. Keine Ahnung, das ist Blei, das ist irgendein Kupfer-Sandwich. War mal irgendwas Schönes vielleicht, keine Ahnung. Genau. Ansonsten, bis auf die Kugel, die ich noch gefunden habe, das Stück von also diese Mumpel, die habe ich schon im Mülleimer reingeworfen, wo ich zwischen den beiden Ackern die Fläche gewechselt habe. Genau. Jo, war schön, 2 Tage hintereinander zu sondeln und ich freue mich über diese 5 Reichspfennig mit dem Hakenkreuz in dem Zustand, noch nie gefunden. Absolut toller Fund und die anderen Sachen, mei, war nicht so die Mega-Ausbeute heute, aber ich war draußen und das war echt mega pervers matschig am Anfang auf diesem Kohlfeld. Das hat echt Spaß gemacht. An der Stelle würde ich sagen, ich habe mir an der Tankstelle ein wohlverdientes Tegernseher geholt. Mal Prost auf euch.
Und dann schauen wir mal, wie es nächstes Wochenende wird, weil es ist jetzt gerade 5:30 ungefähr und es ist stockfinster, also das ist Wahnsinn, neblig, macht keinen Spaß, man sieht nichts mehr. Und ich denke mal, während der Woche wird es schwierig, also wenn es nächstes Wochenende nicht regnen sollte, bin ich auf alle Fälle draußen. Ansonsten zum Apex nochmal kurz zurückzukommen. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Also die Funde können sich sehen lassen. Es macht Spaß, den zu bedienen. Funktioniert einwandfrei. Ich habe mir jetzt daran gewöhnt. Und jo, was auch cool ist, der Akku, der hat jetzt gerade kurz bevor ich aufgehört habe, jetzt nur noch 2 Balken. Also er hat 2 verloren. Der hat, seitdem ich ihn habe, die Ladung wirklich gut gehalten. Ich werde ihn auf alle Fälle anstecken, weil ich möchte mich jetzt nicht darauf verlassen beim nächsten Sondeln, dass diese 2 Balken noch ewig halten. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass da so ein guter Akku drin verbaut ist und ich gebe einem Kommentar recht. Es wäre natürlich cool, wenn der Akku einfach wechselbar wäre. Also für uns Endanwender und ja, mei. Aber er hält den Akku echt lange, finde ich super. Also ähnlich wie beim Deus und beim Orks. Ich finde das auch eine geile Sache. Einfach weniger Müll, weniger Batterien, die man entsorgen muss. Und so eine Akkugeschichte, ich finde es einfach genial. Genau, das war's. Heute ist Sonntagabend jetzt schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche. Bleibt's gesund, bleibt's fröhlich, bleibt's gut drauf und Prost auf euch. Und bis zum nächsten Mal beim Sondeln. Ich wünsche euch immer gut Fund und wir sehen uns wieder. Also, Servus.